Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Ja, Leute, diesmal zum 8. Champions League-Spiel. Beide PSW Eindhoven. Ja, meine Einschätzung zum Spiel. Es könnte ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Warum? Wir haben es auf der PK gehört. PSW hat eigentlich so ziemlich denselben Spielstil, die gleiche Spielidee, wie wir sie auch haben. Ja. Natürlich haben wir mehr individuelle Qualität auf den Positionen, denke ich zumindest, behaupte ich jetzt einfach mal frech. Die Frage ist, können wir das umsetzen? Ich meine, das hatten wir gegen Augsburg auch, ja, auch wenn da natürlich nicht die gleiche Philosophie dahinter steckt, wie wir sie gespielt haben. Sind die Spieler genug gekitzelt durch die Niederlage, dass sie wieder mehr fokussiert sind? Sie werden müde sein, wie sie jetzt auch schon gegen Augsburg waren. So, aber manchmal ist ja oder generell der Kopf kann natürlich über eine gewisse Müdigkeit hinausgehen, ja, beziehungsweise die 'ne gewisse Müdigkeit vergessen machen. Ja, das ist die Frage, sind wir so weit? Dazu ist es Champions League, wo natürlich noch mal 'n anderer Anspruch ist. Zudem haben wir das letzte Spiel nicht grandios bestritten bei der PSW. Von daher sollten da genug Motivation sein, um, da ein bisschen mehr PS auf aufm Rasen zu kriegen, wie es gegen Augsburg war, denke ich, ja. Von daher ist mein Tipp 'n 1:3 für uns, ja. Wie gesagt, ist mein Tipp. Es kann natürlich auch komplett anders laufen, ja. Das hat das Augsburg-Spiel gezeigt. Es wird 'n sehr interessantes Spiel, denke ich. Ich freue mich auf das Spiel. Wird 'n schwieriges Spiel für uns, denke ich, ja. Natürlich gilt wie immer, kriegen wir unsere PS aufm Rasen, ja, dann brauchen wir über nichts diskutieren, ja. Also, aber kriegen wir das? So, das ist die Frage der Fragen, ja. Und das macht natürlich jetzt auch, womit wir mal in die Aufstellung reingehen, den ganzen Bums natürlich auch super schwer, ja. Weil, so wie es Vini auch gesagt hat, das ist ein Spiel, wo es, ja, um Frische geht auch. Nicht nur um die Qualität, die die Spieler haben, sondern auch um die Frische, um die Fitness, das ist das Learning aus Augsburg. Und er hat auch gesagt, was ich sehr bemerkenswert fand: „Jeder Spieler, der auf dem Feld stehen wird, wird nicht dort stehen, weil es um Frische geht, sondern weil er dann einfach der Meinung ist, dass dieser Spieler gerade besser ist wie Spieler, die draußen sitzen.“ Das war seine Aussage auf der PK heute. Von daher bin ich sehr gespannt, wer da draußen sitzen wird. 'Ne wilde Aussage. Bin mal gespannt. Ähm, ja, ist aus der Ferne natürlich super schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, wie es mit Serge aussieht. Es war keine Nachfrage da auf der PK. Wie es mit 'n Guerrero aussieht, wie es mit dem Opa aussieht, all das weiß ich nicht. Von daher werde ich das mal 'n bisschen außen vor lassen. Ähm, ja, fangen wir an im Tor. Ist natürlich auch schwierig. Manu ist natürlich frisch. Ich denke aber auch 'n Urbich ist mit dem einen Spiel jetzt nicht übermäßig belastet. Ich bin ganz ehrlich, ich würde 'n Jonas Urbich aufstellen. Warum? Einfach, um sich zu rehabilitieren. Das wird 'n Spiel werden, wo es auf jeden Fall was zu tun geben wird für den Bayern-Torwart. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, was ja auch Manuel Neuer immer hatte, es ist wichtig, wenn du so mal so 'n Spiel hast, wo du 'n Fehler machst, finde ich super wichtig, dass du dann das nächste Spiel hast und dich rehabilitieren kannst und nicht, so wie es jetzt beim Urbich sein wird, sehr wahrscheinlich erst mal wieder 8 Wochen auf 'n Spiel warten kannst, ja? Also, ich gehe davon aus, dass Manuel Neuer im Tor steht. Bei mir würde Urbich im Tor stehen. Ähm, Innenverteidigung, ja, Innenverteidigung, also meine Defensivreihe stellt sich eigentlich von alleine auf, ja. Wobei ich sagen muss, wenn ich alles so gesehen habe, was ich bisher gesehen habe, ähm, und auch, weil der Gegner ein bisschen ähnlich spielt, wie wir es tun, würde ich mal einen ganz wilden Take machen. Ich würde Ito als linken Innenverteidiger bringen.
Ich würde Jonathan Tah bringen und je nachdem, wie fit oder nicht fit, Upa oder Kim rechts. Ich würde erstmal Kim sehr wahrscheinlich bringen, weil Upa ja sehr wahrscheinlich noch nicht wieder, wenn er dabei ist, das weiß ich nicht, wieder bei 100% sein wird. Und dann würde ich eiskalt mal mit einer Dreierkette agieren. Ja. Erstens, weil man da mal ein bisschen was anders macht wie der Gegner, wenn der Gegner wirklich dasselbe Spielsystem hat wie wir. Und zweitens wird es einfach mal Zeit, dass man mal ein bisschen was anderes macht, anstatt da zu sagen: „Ey, ich muss da unbedingt irgendwie einen rechten Verteidiger da reinfrickeln, der wieder ein Linksfuß ist oder so.“ Aber Kompany hat schon gesagt, es wird sehr wahrscheinlich wieder ein Linksfuß werden. Also, wir werden nicht mit einer Dreierkette agieren. Wir werden wieder mit einer Viererkette agieren. Aber ja, hier geht es ja nicht darum, wie wird der FC Bayern spielen, sondern wie würde ich den Bums ins Rennen schicken. Gut, das bedeutet natürlich für unsere Außenbahnspieler, beziehungsweise auch für unsere defensive Mittelfeldspieler ein bisschen mehr Laufarbeit, ja, und ein bisschen mehr Konzentration. Deswegen, ja, Luis Diaz für mich absolut gesetzt auf der linken Seite. Ähm, Ich würde hier allerdings 'n Fonzie Davies als Ersatz reinstellen. Ich denke mal, so 60 Minuten kann man Diaz zutrauen. Ansonsten müsste mal gucken, wenn er sehr müde ist, würde ich dann für die letzte halbe Stunde Fonzie Davies bringen. Auch er muss das mit seiner Schnelligkeit hinkriegen, die Seite zu beackern. Rechte Seite ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch da, ja, wir könnten die Geschichte Lennart Kahl überlegen, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich würde erst mal mit Michael Olise anfangen. Ja, das ist leider auch alternativlos. Wir könnten natürlich sagen: „Komm, das Spiel ist uns egal so“, ja, dann könnten wir natürlich anders aufstellen. Dann könnten wir reingehen, so: „Komm, wir gehen lieber ein bisschen in die Schonungsgeschichte rein.“ Hm, Ich mache hier mal Gnabry rein. Ich weiß nicht, ob er schon wieder fit ist, aber ansonsten auch da nach 60 Minuten gerne Olise raus und einen frischen Spieler rein, ob's jetzt Gnabry ist oder 'n, ja, oder 'n Lennart Kahl oder whatever, ja. Ähm Kommt natürlich eine Menge Laufarbeit drauf zu, ja, auf beide. Ich denke, Diaz hat da kein Problem mit. Der macht das so oder so. Ja, obwohl den Pfeil haben wir ja eigentlich gar nicht. Unsere Spieler sind ja eher dieser Pfeil, ja, wenn sie nach vorne gehen. Olise müsste natürlich ein bisschen mehr mit nach hinten machen, wie er sonst eh schon macht. Aber wir haben natürlich auch einen Spieler mehr, den wir gleich noch platzieren können, ja. Von daher könnten wir die Zentrale ja auch noch ein bisschen stärken. Gut, fangen wir vorne an. Für mich wird Nicolas Jackson ganz vorne spielen, ja. Auch als alleinige Spitze. Und für mich würde Harry Kane dahinter spielen auf der Zehnerposition. Ja. Ich denke, da ist Harry Kane in der aktuellen Verfassung dieser Mannschaft am stärksten, weil er halt die Wege machen kann, ähm, nach hier, nach hier, nach hier, aber auch in den 16er rein. Ja. Aber er hat den Weg dann auch nicht so weit, dass man sagen muss, oh, er muss unbedingt vorne sein, damit der Raum da besetzt ist oder oh, er muss sehr, sehr weiten Weg erst mal nach hinten machen, um das Spiel überhaupt aufzubauen. Das kann er von einer Zehnerposition natürlich viel, viel einfacher machen, ne? Von daher würde ich mit Harry Kane auf der 10 anfangen. Ja, und jetzt seht ihr schon, ist eine wilde Geschichte, ja. Wir haben jetzt noch 3 Spieler und die kommen in die Zentrale rein. Und dann haben wir 'n 3-3-3-1 quasi. Wild, oder? So sieht's aus. Gut, wir kommen natürlich nicht um Pavlo drumherum. Pavlo ist unser Querpass-Toni. Den stelle ich immer mittig rein. Ja, ist Querpass-Toni hört sich immer ein bisschen negativ behaftet an, aber Pavlo ist quasi der ballsicherste Spieler in der Zentrale, ja? Und gerade gegen 'n Gegner, der sehr wahrscheinlich sehr pressen wird, ist 'n Pavlo natürlich viel wert, genauso wie 'n Harry Kane, der sich dann auch in den Raum fallen lassen kann. Ähm, des Weiteren würde bei mir wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Tom. Tom würde den linken Part einnehmen im Mittelfeld, ja. Einfach auch, weil er natürlich auch schon die Erfahrung hat auf 'ner Halbposition auf der linken Seite und natürlich auch die Erfahrung hat, mal wenn's Not am Mann ist,
könnte er halt auch auf die linke Verteidigerposition sich fallen lassen, weil das werden unsere zentralen Mittelfeldspieler natürlich tun müssen. Ja, wenn wir mit einer Dreierkette agieren, der äußere Offensive nicht so schnell nach hinten kommen kann einfach, ja, dann muss ein zentraler Mittelfeldspieler in den Raum sein. Ob das jetzt ein Bischof ist, ein Pavlovic oder der Rechte, sei mal dahingestellt, je nachdem, wie die Aufteilung ist, wer gerade vorne aktiv ist oder halt nicht, ja. Gut, rechter Platz in der Zentrale ist schwierig, sehr schwierig, ja. Joshua Kimmich war eine Katastrophe. Sorry, ich weiß nicht, was mit Josh los ist. Entweder hat er keine Form, hat Schmerzen, whatever. Ich kann jetzt nicht sagen, ich stelle Joshua Kimmich dahin. Ich sehe gerade keinen sportlichen Grund, wie ich das nur ansatzweise verargumentieren könnte, Joshua Kimmich da in die Zentrale zu stellen. Auch wenn er natürlich als ordnende Hand sehr wichtig sein kann. Aber deswegen auch Harry Kane auf der 10, weil dann kann Harry Kane sich auch in diese Position fallen lassen. Ja? Und da das Spiel ordnen. Und ein Tom Bischoff hat auch die offensiven Qualitäten und auch die technischen Qualitäten, auch die Zehnerrolle zu nehmen. Ja, das heißt, hier könnte ein Wechselspiel stattfinden. Gut, wir könnten natürlich jetzt sagen, wir machen Jamal Musiala-Move, weil Jamal natürlich auch ein offensiver Achter dann wäre. Ähm, wir könnten Leon Goretzka da reinstellen oder wir könnten mal was ganz Wildes machen und könnten einfach mal einen Chavez damit reinstellen. Natürlich eine super junge Zentrale, wird so auch nicht passieren, ja. Aber wie gesagt, für mich also erst hat er 'n guten Eindruck gemacht, die paar Minuten, die er gekriegt hat gegen Augsburg. Ansonsten hat er auch so schon immer einen guten Eindruck gemacht und why not? Ja, why not? Das wäre meine Aufstellung. Wird natürlich im Traum nicht passieren, ja, das ist mir klar, ist auch nicht schlimm, aber Ähm, so würde ich den Bums angehen. Natürlich haben wir dann hier die Alternativen, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, wobei ich 'n Leon Goretzka vielleicht sogar eher noch hier, mit reinnehmen würde als Alternative in der Dreierreihe. Und wenn wir ehrlich sind, würde der Bums sich ja wahrscheinlich dann eher so ein bisschen so gestalten. Pavlovic wäre ja wahrscheinlich noch mal 'n bisschen defensiver wie Chaves und Bischof. Ja, ist auch der das Spiel dann von hinten eher aufbaut, haben wir ja auch schon gesehen. Und natürlich können wir hier in Josh eintragen. Wie gesagt, vielleicht hat er einfach nur einen rabenschwarzen Tag gehabt und er ist fit, was weiß ich. Werden wir sehen, ne? Natürlich haben wir vorne dann noch ein paar Alternativen, ja. Wir haben natürlich 'n Lennart Kahl. Ich packe ihn jetzt einfach mal ist ja egal, ich mache mal Musiala dahin, dann würde ich eigentlich eher 'n Gnabry dahin machen, sofern er denn überhaupt dabei ist und 'n Lennart Kahl für die rechte Seite. Da ist er. Und in der Innenverteidigung, ja, habe ich ja schon gesagt, ich würde 'n Leon Goretzka als Alternative nehmen für die Innenverteidigung. Ansonsten, wenn Opa wieder da ist, aber das weiß ich nicht, ja. Natürlich haben wir noch für außen nicht nur hier 'n Alphonso Davies, ja, wir hätten natürlich auch noch wie immer Wisste Mike, ja, wir hätten natürlich hier hinten auch noch den Daiber als Alternative, könnten wir natürlich auch noch mit reinnehmen, ja, wenn er schon hier mit angegeben ist. Also, wir hätten schon Alternativen. Ähm, ja, wir hätten hier noch einen Rafa Guerreiro, sofern er fit ist, das weiß ich nicht. Auch ein Rafa kann diese Rolle spielen, zentrales Mittelfeld, auch mit dem Hang, dann mal auf der rechten Verteidigerposition vielleicht aushelfen zu müssen. Sollte gar kein Problem sein. Ähm, ja. Das wäre einfach mal eine taktische Geschichte, die man einfach auch mal drauf haben muss, finde ich, ja. Also, mit Ito, Tah und Kim, ich meine, mit Stunny wäre natürlich noch geiler auf der rechten Seite. Oder wenn Upa fit wäre, würde ich Upa in die Mitte stellen und Tah als rechten Mann in der Dreierkette, hat Tah ja auch schon gespielt. Wäre mal was anderes. So, passieren wird's nicht. Wir werden mit einer Viererkette agieren. Wir werden 4-2-3-1 spielen wie immer. Ich bin sehr gespannt, wer aufgestellt wird. Das wird eine interessante Geschichte werden und dann schauen wir mal. Wichtig am Ende des Tages ist das Ergebnis, ein Punkt. Mit 'm Punkt sind wir safe Zweiter, das ist das Ziel. Alles andere ist Bonus.
In diesem Sinne, haut rein, bis dann, rot-weiße Grüße. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.